Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Konstreff. Wie ist die aktuelle Finanziellsituation von der Gemeinde Konstreff? Die finanzielle Situation ist ganz gut. Wir werden so nicht ganz gut, aber ich gucke dort den ordinären Budget, dass wir das wichtig ist, was legt den sich, was kann den sich leisten. Und unser ordinäres Budget geht effektiv wunderbar ab. Das heißt, wir haben nach einen schönen Überschuss an unserem Budget, sodass wir das Projekt tatsächlich realisieren können. Daneben haben wir effektiv die drei letzten Jahren können an den Fonds de Reserve Suen setzen, sodass die nächste Equipe, die hier aufhängt, auch kann ob lehnt mich noch nicht fest, sondern ob 1,4 Millionen Euro schon zurückgreifen, die schon am Fonds de Reserve dranstehen. Die Projekte die müssen dann natürlich über Jahren etabliert gehen, aber ich gesehen aber für die Zukunft von der Gemeinde kein Problem, dass in all die Projekte, die angekurbelt sind, dass in die kann realisieren. D'autant plus als Pro-Cap-Verschuldung als extrem niedrig im Moment, sodass in da auch nach einem großen Spielraum hat, wenn muss Emprunt für den oder den machen. Zu den Hauptinvestitionen von der Gemeinde Konstreff gehört sicherlich der Bau von einem großen Schulkomplex. Wo könnt ihr hin und was soll genau entstehen? Ja, wo könnt hin? Könnt hin, wo wir schon Infrastrukturen haben. Das heißt, könnt bei als Sportsaal und könnt auch bei als École Précoce, die schon da bestehen. Und geht auch mit der jetzigen École Précoce verbunden, weil ein polyvalent kann gebraucht gehen. Die Kosten sind effektiv hoch. Es handelt sich um ein Projekt von 7 Millionen, wobei jetzt dann eine Maison Relais, eine Crèche, die dann da integriert ist, eng Spielschule handelt. An wenn fängt man an, weil ich meine, das Projekt ist definitiv gestimmt, also ob Instanzen wie, wir werden nur am Anfang auf der Retour von denen 5 Instanzen, wo wir hingeschickt haben, wenn wir dafür Werk kriegen, dann kann der Bagger fahren. Was haltet ihr von den Gemengefusionen? Wir hatten, was Gemengefusionen nur belangt, hier am Gemengerat pure Arbeitssitzungen, wo wir uns intensiv damit befasst haben. Und wir haben eine Deliberation geholt, die unanim geholt ist, und wir die folgendermaßen geholt, dass wir so wir sehen im Moment nicht dringend die Notwendigkeit für zu fusionieren, für was, weil wir all die Basis Service, die den Herr Minister immer ausschwätzt, können offrieren, also schulische Infrastrukturen, Sportinfrastrukturen, dann auch den technischen Services genug bei uns ausgebaut. All die Sachen können wir anbieten, sodass wir da nicht direkt an Zuchtzwang sind, für so eine Fusion zu machen. Wenn wir dann fusionieren, dann ginge mir das erste so gesehen, dass soll mir groß fusionieren. Also von den 2 Propositionen gefällt uns die groß mit Sicherheit am besten. Und wir haben als Deliberation noch dran geschrieben, wir hätten am liebsten nach die eine oder die andere Gemeinde dabei. Da denken wir zum Beispiel in Opisch Gemeinde Waldbüllig oder auch in Gemeinde Befert. Für was so immer das? Man hätten wir tatsächlich zu 5 Gemeinden eine gewisse Quantität von Leuten und können dann in dem Moment eventuell verschiedene andere Services anbieten, die wir im Moment nicht können anbieten. Und in dem Kontext würde ich auch sagen, dass HMX sowieso schon seit Jahren ganz intensiv zusammen geschafft wird. Ich denke da an Sachen wie die 2 Liederperioden, die wir zu 14 Gemeinden dann heute zusammen am MEC machen. Dann denke ich an Sachen wie die RIM, die Regionalinitiative Möllerdal, die als Ziel hat, für den Naturpark Möllerdal zu gründen. Ich denke auch an so Sachen wie zum Beispiel den ORT, den Office Regional de Tourisme, ORT Möllerdal, wo die 14 Gemeinden sich auch unanim für den Tourismus zu fördern. Und das sind so Sachen, die darauf hinweisen, dass wir wollen, HMX zusammen schaffen. Und dafür versperren wir uns auch absolut nicht eine Fusion an der Zukunft. Seid ihr bei den Gemengewahlen am Oktober nicht mit dabei? Nein, ich bin bei den nächsten Wahlen leider nicht mehr dabei.
Das ist so, wir werden nicht mehr dabei, das weil ich beruflich die Sache nicht mehr übernehmen kriegen, mit dem Job vom Bürgermeister als berufssinnig Chargé de Direction an einem SIPA, an einem Altersheim SIPA Service Centre du Ram. Da haben wir ein ganz großes Projekt, den am Gang ist, finalisiert zu gehen. Wir haben 2013 den ersten Phase vom Umbau fertig. 2014 sind wir dann komplett, dann haben wir 203 Pensionäre beim Wohnen an 150 Leute Personal, um die ich mich muss kümmern. Und das nicht mehr, ich weiß dann, dass ich die zwei Sachen nicht mehr optimal über die Bühne kriege. Und ich sehe, wenn ich etwas mache ich gerne ganz seriös, ganz intensiv. Aber wenn ich das auf hier machen, ich meine, da gibt meine Gesundheit, entweder darin leiden meine Familie oder egal wie, auf jeden Fall die zwei Sachen, aber den kann ich leider nicht mehr machen. Das tut mir auch leid, weil ich mir nicht wirklich gerne, ich bin in 18 Jahren hier dabei und ich hätte wirklich nach gern eine Periode drübergehangen. Aber ich habe die Decision aber schon 4 Monate geholt und auch meine Kollegen hier am Gemeinderat und auch dem ganzen Personal von der Gemeinde mitgedeelt. Und das ist so, ich kandidiere nicht mehr den 9. Oktober.